Hallo und herzlich willkommen hier bei Factorio in meiner Testwelt. Könnt ihr gut daran erkennen, dass da Unmengen an Ressourcen rum sind. Das ist, weil ich da eigentlich nur testen wie das so ist mit dem Forschen und Zeug und Sachen. Ich habe übrigens ein neues Update hier am Laufen. Und zwar, keine Ahnung was für eins. Irgendwie 0.10. Irgendetwas. Also es ist immer noch ein Alpha. Aber es ist jetzt schon ein geniales Game, absolut. Also nur zu empfehlen, nur zu empfehlen. Wie auch immer, ich starte mal da. Ja. 1, 2, 3. Das sollte schon mal lange. Für den Anfang in der Fall. So. Ah nein, ich mache das jetzt gerade ein bisschen anders noch. So. Und zwar Kisten. Ich habe. Ah, schau da. Ich kann. Nein, ich habe keine Eisenkiste. Ich wollte eigentlich Holzkisten momentan noch zuerst verwenden. Also wir sehen, wir haben völlig genug Ressourcen. Um ein bisschen austesten da. Und ja, eigentlich sollte ihr ja das gar nicht sehen. Ich hatte schon eine andere Testwelt gehabt, aber dann habe ich mir so gedacht, hey komm, lad dir doch einfach schnell das neue Dings bei uns runter. Das neue Update. Also ein neues Update und ja, da sind wir jetzt. So ist das Leben. Was gut ist, man kann craften, während man am umeinander hopsen ist oder ja, keine Ahnung, wie ich dem soll sagen. Jetzt muss ich da ist glaube ich der Output, genau. So, und jetzt brauche ich die Treibstoff. Treibstoff habe ich da. Würde ich mal sagen, machen wir da. Jetzt kann ich doch das irgendwie halbieren. Nein, jetzt. Halt. Ach ja, immer. Machen wir 8. Und 8. Und 8. Das soll für den Anfang mal länger. Wenn ich da noch nicht gerade übertreibe. Und ich wollte schauen, dass wir so schnell wie möglich an Strom kommen. Und an Strom kommen wir, indem. Jetzt muss ich mal zuerst schauen. Strom. Ich könnte zwar 2 elektrische Erzbeförderer machen, dann mache ich doch die gerade mal schnell. Weil wichtig. Wie sieht es aus mit. Einen können wir noch machen. Das ist gut, machen wir einen. So, also reißen wir die mal ab. Weil ich habe ja schon mehr oder weniger ein. Wie sagt man dem? Also es ist schon alles bereit, für, dass wir mit der Elektrizität anfangen. Der braucht jetzt natürlich Strom, das ist natürlich sehr ungut. Da fällt mir gerade ein, ich brauche noch einen Strommasten. So. Okay, Strommasten da reinziehen, bam. Dann läuft doch der schon mal. Ihr würdet euch jetzt sicher fragen, hey, warte jetzt mal, wieso läuft der? Da ist ja noch gar kein Strom. Mal, ich habe Strom und zwar Solarstrom. Yay! Und dadurch, dass jetzt da Kohle runterkommt, gehen wir mal den Kohle an, wohin geht die wo? Die hat einen ziemlich weiten Weg. Die Kohle geht hier hin. Und da sehen wir schon, das sind alles schnelle natürlich Klickarmroboter. Nein, Knickarmroboter. Und die werde ich jetzt anfangen, das Ganze zu beladen da. Und dann werde ich Strom haben. Temperatur 100, das heisst, wir haben Strom. Naja, langsam. Langsam bekommen wir Strom. Aber das müsste eigentlich schon mal laufen da. So, dann ich da schnell
das Zeug noch einsammeln. Das ist nämlich auch alles Kohle, das ich hier bereitgelegt habe, damit ich gerade starten kann. Weil, sind wir ganz ehrlich, ich wollte ja, schon relativ viel vom Game sehen, aber die Anfänge, die sind in den meisten Games gleich. Und das haben wir jetzt nicht unbedingt gesehen. So, ich denke, das sollte völlig lange. Oder auch nicht. Lange nicht. Machen wir da noch und da noch. So. So, jetzt fängt sich da die Kohle an zu stapeln. Das ist sehr gut. Die Temperatur ist bei 34. Wird sehr wahrscheinlich noch sich steigern, hoffe ich. Hoffe ich. Wieso geht da nicht? Ja, lassen wir uns mal überraschen. Naja. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch, aber okay. Momentan produziere ich natürlich noch nichts, weil das Ganze über ein Solarmodul läuft, wo ich mir da mal eingestellt habe. Einfach damit wir gerade loslassen können. So, also apropos loslassen. Jetzt haben wir, also die Kohleproduktion, die läuft schon mal, das ist sehr gut. Jetzt müssen wir schauen, wie sieht es aus mit der Stahlproduktion, respektive Eisenproduktion. Die haben wir ja hier hinten. Und da läuft natürlich nicht mehr so viel. Was ja zu erwarten war. Jetzt schauen wir mal. Ja gut, da hat es schon recht etwas gegeben. Und da auch so. Zack, zack. Alles da rein. Jetzt würde ich sagen, fange ich da an, eine Strasse zu machen für die Eisenproduktion. Dann brauche ich natürlich noch Sättige da. Das sind Eisenplatten und Zahnräder. Das heisst, jetzt kann ich mal 10 da rein tun. Ja, machen wir 15. Da 15. Irgendwie hätte man doch können. Nein, nicht 50. Ich kann nicht 50 rein tun. Ich habe gemeint, man irgendwie hätte mal einen 5er-Schritt machen können. Habe ich in dem Fall falsch gemeint. Ihr wisst ja, wer meint. Machen wir das einfach mal so. Einfach ungefähr. Und dann kann ich nämlich anfangen. Ups. Schon. Ja, gut. Und da noch einer. Nein, so. Ja, gut. Dann kommt da Eisen rein. Und da Eisen rein. Da und da. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Ganze durchgelaufen ist. Damit ich mir Flussbänder machen kann. Und einen Teiler brauche ich noch. Den ich nicht habe. Super. Kann ich mir vielleicht noch... Was brauche ich für die? Für die brauche ich elektronische Schaltkreise. Das ist natürlich ungut. Aber ich kann doch... Habe ich nicht irgendwo eine Holzkiste rumstehen? Nicht. Ich habe gemeint, ich hätte eine Holzkiste gemacht. Aber in dem Fall nicht. Aber jetzt können wir Rohholz. So. Okay, dann momentan müssen wir halt noch mit Kisten arbeiten. Das wird sich aber schon hoffentlich bald ändern. So, dann haben wir schon mal 16, 17, 17 und 17. Gut. Okay, jetzt schauen wir mal, was wir machen können. Wir können 3 elektronische Erzförderer machen. Oh, wir können anscheinend die... schnell schauen. Eisenplatte und Kupferkabel. Alles klar, alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir doch die gerade. 1, 2, 3. Das läuft. Weil, dann können wir einfach die schon mal abbauen da. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Die sind leer. So. Jetzt fangen wir an da mit dem da. Ja, ich glaube 11 Millionen sollte länger. So und so.
Und dann würde ich sagen, vom Kupfer nehmen wir auch noch gerade einen. Jetzt tue ich das schon mal so aufbauen, damit das Ganze relativ modular wird irgendwann mal. Damit man das einfach ausbauen kann. So, also der kommt mal hier runter. Jetzt soll er übersäckeln. Ja, irgendwann werde ich mir den Fall Ressourcen genug haben. Da muss ich nicht mehr immer hin und her säckeln. Dann geht das natürlich viel, viel einfacher. So, dann machen wir mal alle. Einfach nur, weil ich es kann. Nein, weil ich es natürlich auch brauche. So. Okidoki. Jetzt brauche ich da so einen da. Das heisst, wieder zurücksäckeln. Eine. Nein, mal einen abbauen. Einer ist da zu viel. Jetzt muss ich zuerst mal überlegen, wie bringe ich überhaupt den Strom da rüber. Das ist doch ein recht weiter Weg, also denke ich, habe ich da falsch angefangen. Ich muss in einem kleineren Maßstab denken, als ich das auch schon gemacht habe. Das heisst, die Kupferproduktion wird zuerst einmal da stattfinden. Und zwar da eine und ja, kommt da eine. Okay, da kommt da ein Fließband und das Ganze fließt dann da runter. In die Richtung dann weiter. Gut. Also jetzt, was brauche ich für die? Nur Eisenplatte Zahnrad. Gut, das sollte eigentlich kein Problem sein. Eisenplatte, 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 Eisenplatte. Keine Eisenplatte, keine Eisenplatte. Gut. 42, hey. So, das sollte ja mal lange. Okay, jetzt habe ich ja 25 von diesen Teils da. Jetzt müssen wir mal da übergehen. So, und jetzt sehen wir ja, irgendwann verbindet sich die. Also etwa da. Dann einfach durch Halten das Ganze überziehen. Und eine, so. Und so, gut. Dann laufe ich die auch. Das ist tipptopp. Okay. Jetzt die Öfen. Also die laufe, das heisst. Ups. Jetzt kann ich da mal eine Straße runterziehen. Also so eine Straße, so ein. Wie sagen wir dem? So eine Erdstraße halt. Ja, warte mal, das war scheiße gewesen. Und zwar gehen wir dann da rüber. Ups. Ja. Und schon habe ich keine mehr. Würde ich sagen, machen wir gerade alle. Weil von dem Zeug würde ich jetzt einen Haufen brauchen. Das könnten wir glauben. Und wieso ich jetzt das gerade mache, sehen wir jetzt gerade. Und zwar komme ich dann hier runter. Und jetzt kommt der Trick dabei. Ich habe ja noch. Ups, keine mehr. Nein, okay. Das heisst, zuerst muss ich mal schnell Kupfer produzieren, damit ich mir dann da etwas zusammenbasteln kann. Also, du weg, du weg. Da rüber. Die Kohle muss natürlich auch bis da rüber kommen. Da muss ich dann schauen, wie ich das mache. Wahrscheinlich eine Straße oben durch. Oder am Anfang einfach. Ja, immer. So. Also. 1, 2. Und dann kommt da mal Kolonie. So.
Und da ebenfalls. Dann sammle ich da mal das Zeug auf. Schmeiße es da rein. Und es wird verarbeitet. Da ebenfalls. Schmeiße das Zeug. So. Jetzt haben wir da schon ein bisschen Kupferplatte. Und langt das echt schon? Nein, das langt natürlich noch nicht. Das langt auch nicht mal für die Schaltkreise. Oder doch? Mal für die Schaltkreise langt es. Das können wir schon mal machen, das ist sehr gut. Nehme ich da schon wieder das Zeug raus. So. Dann sammle ich da mal ein bisschen Eisen auf. Okay, da rein, da rein und da rein. Und dann müsste ich eigentlich bald schon einen machen können. Ja. Wenn ich natürlich die Stahlplatte mitnehme. Eisenplatte, Entschuldigung. So, jetzt müsste es gehen. Nein, immer noch nicht. Zahnräder fehlen noch. Ich sehe, am Anfang ist halt sehr viel mit von Handcraften und so. Aber schon bald werden wir unsere erste Produktionsstraße haben. Geht nicht mehr lang. Das kann ich euch versichern. So, und dann würde ich sagen, ja, also 9,6 Millionen ist lange garantiert. Kommt das da raus? So, jetzt muss ich halt ein bisschen drum umbauen. Dann ziehe ich das Ganze da über. Und jetzt ist natürlich falsch berechnet, das Ganze. Jetzt kommt das da runter. Ja. Und dann, ups. Ha, so schnell kann es gehen. Alles klar. Dann nehmen wir das da noch rein und das da noch rein. Das raus, das raus und das raus. Machen wir gerade alles wieder. Weil jetzt geht es an die Automatisierung. Bam. So, und jetzt landet da Kohle und Eisen auf einem Band. Das finde ich schon mal sehr gut. Und wie sieht es mit dem Knickarmroboter? Also da fehlt mir noch ziemlich viel Kupfer. Aber jetzt ziehe ich da schon mal das da runter. Jetzt schnell schauen. Auf dieser Höhe da. So. Na, doch noch eine. Da kann ich eigentlich da schon mal sagen, ja, sagen wir mal der da. Soll mal automatisiert werden. Jetzt da hat es Strom, da hat es Strom. So. Jetzt macht er das schon mal automatisch. Jetzt bräuchte ich aber noch einen weiteren Knickarmroboter. Aber für das brauche ich zuerst mal meine Kupferplatten. Ja, das reicht für den Anfang. Nein, was fehlt mir? Also die elektronischen Schaltkreise. Kupferkabel. Oh, Eisenplatte. Eisenplatte fehlt. Das dürfte jetzt aber kein Problem mehr sein. So, jetzt geht es nämlich ab da. Also, wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Knickarmroboter. Dann würde ich mal sagen, geht das da in die Richtung? Nein, das ist auch blöd. Geht das mal in die Richtung da weg? Das würde ich sowieso irgendwann mal früher oder später alles müssen umbauen wieder. Wahrscheinlich eher früher als später. So. Jetzt
wir schauen, ob das so irgendwie funktioniert mit der Kabelei. So, das funktioniert schon mal. Und dann kann ich da sagen, du tust raus, du und du. Da noch einen, da noch einen. Ist jetzt fast ein bisschen Verschwendung, aber es geht halt momentan nicht sehr viel anders. Dann mal da einen rein und da eine Holzkiste. Bam. Und unsere Platten sind automatisiert. Ja, das wird nicht allzu lang so bleiben dort. Also, ich kann euch versichern, es geht relativ schnell, bis wir dort ein etwas besseres Setup gefunden haben. So. Als nächstes werden wir das hier dann automatisieren. Jetzt muss ich schauen. Machen wir da noch ein paar. Wie viele Knickarmroboter habe ich noch? Noch 2. Also heisst 2 fehlen noch. Einfach zum Ausladen und dann noch einen zum das Ganze in eine Kiste packen. Gut, dann der geht noch, das geht noch, das ist gut. So. Ja. Muss ich dann mal schnell schauen da. Jetzt mal zuerst da einen wegnehmen. Sagen die Verbindung kappen da. Weil da wollte ich ja genau das gleiche haben mit der Kohle. Ich wollte da einen Kohlearm sozusagen da über haben. Ja, ich habe Munition. Das Blöde ist jetzt halt eben, dass wir da die Teile noch nicht haben. Das ist wirklich blöd. Oder schade, besser gesagt. Das heisst, im Grunde genommen muss ich jetzt da einen weiteren elektrischen Erzförderer machen, damit ich eine zweite Strasse an Kohle habe, die ich hier rüber kann ziehen. Und das heisst, ich brauche ziemlich viel von diesen Fließbändern. Also es brauche ich Fließbänder, Isoplatten und Zahnrad. Das sollte eigentlich kein grösseres Problem darstellen. Machen wir doch gerade alle. Die Armkäppe kommt gar nicht mehr noch mit drauf tun, da. Also in die Kiste nicht tun, meine ich. So. Okay, also wir haben einen elektrischen Erzförderer, das ist schon mal sehr gut. Und dann würde ich doch den, damit wir ein bisschen Fließbänder sparen können, hier übersetzen. Gerade mal schnell nüssen. Das ist immer lustig. So, okay, also wir haben 50 von diesen Teils. Ich ziehe die jetzt einfach mal. Ja, das müsste gehen. Oder soll ich mit dem oben durchgehen? Nein, das ist auch blöd. Obwohl. So, und kann ich noch einen zweiten machen? Ja, ich kann. Das ist wunderbar. So. Dann werde ich nämlich hier einen zweiten noch rein tun. Baue ich das aber ein bisschen um da. Und zwar. Obwohl. Jetzt bin ich wieder. Ja, komm, egal. Wir haben es. Wären unsere Ressourcen nicht praktisch unendlich, müsste ich mir da ein besseres Setup ausdenken. Aber. Naja, wird schon laufen. So, also durch das Eisen werden wir mal durch. Jetzt haben wir noch 11. Jetzt muss ich da irgendwie runter. Ich würde sagen, da einen runter. Ja. So, jetzt sind sie also schon wieder rausgegangen. Einen kann ich noch machen, das heisst, ich muss mir wieder Eisenplatten holen. Ja gut,
gut, das sieht tipptopp aus da. Okay, dann können wir da mit der anderen... Ah. Ja, komm, machen wir mal da, ey. Jetzt müssen wir halt schnell eine kurze Zeit warten, bis wir da das nötige Zeug beieinander haben. Dann eigentlich auch noch Kohlenerzförderer anschliessen und dann ist das Ganze auch schon automatisiert. Ja, einen Moment, schnell. So. Okay, also für den Zeug haben wir jetzt wieder genug. Ups, das war eins zu weit gewesen. Dann geht es da über. Bam. Und das ist nicht so, wie ich das wollte eigentlich. Ja. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Ah, ja. Ich muss das Ganze ein bisschen abändern. Der weg und der weg. Und zwar muss ich jetzt da eins haben, das so läuft und dann kann ich das... Ja, jetzt läuft's. So. Okay, dann kommt das da beides auf 1. Das heisst, wenn ich jetzt da dem Fließband folge, und das ist jetzt natürlich absolut Irrsinn, was ich da machen bin, aber für am Anfang, ohne die Teilerfließbänder, muss ich es so machen, weil sobald ich dann die Teilerfließbänder habe, kann ich dann einfach den hier umdrehen oder den ganz abbauen und da aufsetzen oder wie auch immer. Den muss ich sowieso auch noch umsetzen da. Der ist jenseits von Gut und Böse. Und da kann ich einfach das Fließband da kann ich dann teilen und sagen, ein Teil geht dann einfach da durch. Wie wir gesehen haben, wir brauchen niemals so viel Kohle, wie da ankommt. Und das da wird auch völliger Overkill sein, aber hey. Wer kratzt? So, also Kohle kommt an. Wie sieht es denn da aus? Da fehlt natürlich noch das eine Stück. Bam. Und Kupfer kommt an. Sehr gut. Dann kann ich das eigentlich schon mal ein bisschen weiterziehen noch. Gut, ist jetzt momentan eigentlich ziemlich unnötig, aber naja. Man muss halt schon relativ früh anfangen gross denken. Dann haben wir da einen, der einladen und jeweils einen, der noch ausladen. Dann würde ich sagen, das so und so. Und das Ganze verbinden und es läuft. Sehr gut. Und die Kohle kommt jetzt auch schon langsam an. Wunderbar, wunderprächtig. Und dann müsste das eigentlich auch laufen. Dann kann ich da nämlich auch wieder zwei Kisten anstellen. Und es läuft. So. Okay, also das wäre schon mal gemacht. Dann... würde ich sagen, werde ich mir uns schon bald mal für ein Wissenschaftslabor interessieren. Nämlich jetzt machen wir gerade 3. Und die ersten 2-3 Stufen sind ein bisschen mühsam, weil man die praktisch noch von Hand muss machen. Weil wir sehen jetzt also Kupferplatten und Eisenplatten, die sind jetzt automatisiert, aber was uns natürlich fehlt, ist eine automatische Verarbeitung und die haben wir noch nicht freigeschaltet. Oder? Nein, haben wir noch nicht. Das heisst, bis wir die haben, müssen wir das Zeugs erforschen. Also erforschen, klar müssen wir es erforschen, aber ja, wir sehen es jetzt dann gerade. Also wir haben jetzt hier schon mal ein Wissenschaftslabor. Jetzt, wo wollte ich die haben? Am besten ein bisschen weit ab vom Schuss, und zwar an einem Ort, wo wir gut hinkommen.
wo uns aber nicht im Weg rumsteht. Jetzt muss ich überlegen. Also wir brauchen, irgendwann mal ist das Ganze automatisiert. Dann brauchen wir Eisenplatten und Kupferplatten. Ich glaube, wir brauchen mehr Kupfer. Darum tue ich mal die Wissenschaftsdings da über. Und zwar relativ weit rauf. Nein, das ist zwar auch, ja, ist ja gleich. Für den Anfang spielt es keine grosse Rolle. Wir haben mal 1. Ja, und jetzt kommt natürlich gerade mal das. Und ich möchte eigentlich jetzt gerade die Automatisierung erforschen. Die bringt uns einen grossen Knickarmroboter und die Montagemaschine 1, wo wir dann nachher viele Sachen können automatisieren können. So, 1, 2, 3. Und für das brauchen wir die roten Wissenschaftspakete. Also wenn wir auf T drücken, sehen wir, okay, das braucht so viel Zeit und so viel Wissenschaftspaket 1. Okay, mit E gehen wir mal schauen. 90 kann ich machen. Also mache ich mal 12. Und die brauchen jetzt natürlich ein Zeitchen. Das heisst, währenddem das am Craften ist, gehe ich dann einmal über. Und wie sieht es mit dem Stein? Stein habe ich natürlich noch keinen. Mal ein bisschen kratzen da. Okay, ich habe da irgendwo ein Stein vorkommen, genau da. Und glorreich intelligent, wie ich ja bin, habe ich das natürlich so platziert, dass in der Nähe vom Strom ist. Nein, das ist jetzt eher Zufall, ganz ehrlich. Jetzt muss ich zuerst warten, bis die Wissenschaftspakete abgeschlossen sind natürlich. Und daran denkt. Genau. Ich wollte mir eigentlich noch ein paar Schmelzöfen machen. Aber ja. Wo habe ich jetzt eigentlich? Da einen sind die Wissenschaftslabor, genau. Okay. Also. Das ist 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So. Dann läuft das. Da klaue ich mal wieder ein bisschen Kupferplatten. Da klaue ich ein bisschen Eisenplatten. Okay, und dann gehe ich noch schnell Stein abbauen, damit ich das Ganze erweitern kann. Weil das Ziel ist so schon, dann, das Ganze ein bisschen schneller herzustellen. Warte mal. Ich mache es doch so. Oh, wir haben es erforscht. Das ist ja wunderprächtigstens bar. So, und als nächstes wollte ich das da. Weil das ermöglicht das Teilerfließband. Das ist da, wo ich unbedingt will. Und der schnelle Knickarmroboter. Also sofort erforschen das Zeug. Natürlich bringt es jetzt nicht viel, weil das Wissenschaftspaket fehlt ja. Und das wird der erste Schritt sein, wo wir automatisieren. So, da ist meine Steinkiste. Ups, nein, das nicht, aber das da. Nein. So, jetzt aber. Okidoki. Dann habe ich gerade noch gesehen, habe ich irgendwie Easy in meinem Inventar. Ich schmeiße doch da gerade mal rein. Bam. Mit F übrigens tut man Sachen aufheben. Also wenn ich jetzt da als Fließband herstehe und F drücke, nehme ich das Ganze auf. So. Ja, das geht wieder mal eine ewig lange Folge, wo eigentlich nicht sehr viel passiert. Es tut mir ja leid, wir sind da noch am Anfang. Der Anfang ist immer ein bisschen langwierig. Aber ich kann euch versprechen, für die nächste Folge werde ich mir das Wissenschaftspaket 1 automatisieren. Und wie das funktioniert, seht ihr dann. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit bis dahin. Wir sehen uns dann. Bye bye.